Die Gruppe Walk for People besteht aus 4 Lycée-Schüler, die sich als Ziel gesetzt haben, 100 Kilometer 24 Stunden zu trippeln, zusammen mit der Fondation Concert. Ob sie es gepackt haben und wie ihre Erfahrung war, geht ihr direkt gefahren. De Mike, Claude, Francesco und Luca haben den Walk for People an Leben gerufen. Wir wollten wissen, wie sie auf die Idee gekommen sind, 100 Kilometer auf 24 Stunden zu trippeln. Ich fand das cool, weil wir gemerkt haben, auf der Karte, du kannst einfach vom südlichsten Punkt bis an den nördlichsten Punkt 100 Kilometer trippeln. Und das geht sogar in 20 Stunden. Natürlich haben wir auch Pausen dran. Und dann haben wir uns gesagt, 24 Stunden durch das ganze Land trippeln. Klingt eigentlich cool. Da ja. Und da haben wir uns einfach gedacht, okay, wir machen das privat. Für ein halbes Jahr als eine Person von uns, die wir gut kennen, an Krebs erkrankt. Und dann ist die Idee gekommen mit den 100 Kilometer. Und dann haben wir die 2 in einem gemacht. Und dann haben wir 100 Kilometer für ein Charity-Event gemacht. Und ja, so ist es gekommen. Wir haben uns gefragt, wie die Partnerschaft zwischen ihnen und der Fondation Concert entstanden ist. Wir haben einfach mal gefragt, eine E-Mail geschickt, ob wir dürfen schwätzen mit ihnen. Und sie haben gesagt, ja, der können dann rüberkommen, dass sie mehr feiern, dann kommen. Und wir haben mit ihnen geschwätzt, haben ihnen die Idee präsentiert und dann haben sie gesagt, fanden wir gut. Wir haben halt die Spenden erstellt mit der Fondation. Und da können halt drauf gehen und dann halt einfach spenden. Und dann haben wir uns halt unsere Verwandte gewiesen, unsere Kollegen, haben das der Schule gewiesen. Und viele Leute, viele Profis auch. Und das halt gut von, dann 100 gespannt. Das sind wir auf 1500 €. Nach einer sehr Erstpause geht es los. Am Anfang waren extrem viele Leute, die das gefreut hat. Dann waren immer diverse Leute, eine Freundin, dann ein Kollege. Also wir waren bald nicht allein, weil das gefreut hat. Mehr natürlich gibt es auch Schwierigkeiten. Krampische Bilder, Wehr, keine Ahnung, wie viel Blusen. Mental war es schwierig. Die Schlafzüge war krass. Außer Velospisten war entweder Autobahn oder einfach gar keine Straße. Alle Kilometer am Anfang, also du merkst, dass es Kilometer ist und dann merkst du das einfach. 1 Kilometer aus gefühlt schon 100 Kilometer. Ich war am ganzen schon 70 gemacht. Krampfscher plus noch eine Sehnenentzündung. Und dann war es drüber. Bei mir war es bis Kilometer 76. Und am Schluss noch 5 dabei, weil ich halt am ganzen in der Nacht. Nicht war auch eine Schwierigkeit. Also mir geht schon, wir können nicht aufhalten, von den Schwierigkeiten zu schwätzen. Positivpunkte. Nee, muss ich sagen, die Experience war krass. Wo nicht fertig war, das war schön, wo ich noch mal mega lang war. Das war der Sonnenaufgang, das war mega. Der Mike hat es gepackt, ihn das emotional ausgebracht am Schluss.